Einerseits ist Eifersucht nicht einfach schlecht. Nicht? Oder? Nein. Die Ambivalenz hat natürlich auch damit zu tun, dass wir die Geschwister ja nicht aussuchen können. Bei den Freunden und Freundinnen können wir das. Wenn man nichts dagegen tut, wird man ziemlich haargenau so wie die eigenen Eltern. Ja, das ist noch witzig. Ja. Sternstunde Philosophie. Zimmer 42. Der Podcast mit der Barbara Bleisch. So etwas ist mir im Zimmer 42 noch nie passiert. Kaum habe ich das Thema dieser Sendung angekündigt, hat es gerebelt an Kommentaren und wildfremde Menschen haben mich auf das Thema angesprochen. Das Thema Geschwisterte. Offenbar lässt das niemand kalt. Warum eigentlich nicht? Wie prägen uns Geschwisterte? Und muss man eigentlich füreinander schauen, wenn es Herd auf Herd geht? Das ist unser Thema heute im Podcast Zimmer 42 von der Sternstunde Philosophie. Schön sind ihr dabei. Und zu Gast ist der Jürg Frick. Er ist einer der ganz wenigen Psychologen, der sich schon lange mit dem Thema auseinandersetzt. Ich freue mich sehr, dass du den Weg hier zu mir gefunden hast. Herzlich willkommen, Jürg. Danke. Ja, Jürg, du selber hast ja eine ältere Schwester, hast du mir verraten. Und euer Verhältnis ist, glaube ich, recht gut. Ich habe mich natürlich zuerst gefragt, ist es so schlecht, dass du als Psychologe gedacht hast, ich mache ein bisschen Selbsttherapie und mache das gerade mal zum Forschungsgebiet? Nein, das würde ich nicht sagen. Aber das Verhältnis hat sich natürlich über die Jahre verändert. Also wenn man als kleines Kind ist das anders als später. Und in der Pubertät zum Beispiel, dort sind wir wahrscheinlich am engsten zusammen gewesen, weil wir uns gegen die Eltern dann gewehrt haben, rebelliert haben. Und später dann hat jeder sein Leben gemacht, ist ein bisschen mehr wieder auseinander gewesen. Und jetzt in den letzten Jahren, wo auch unsere Eltern gestorben sind, haben wir wieder noch mehr Kontakt. Aber dann verändert sich das Verhältnis ja oft, gell? Genau, ja. Jetzt hast du schon gesagt, du bist Psychologe, du bist lange Professor an der PH Zürich. Heute bist du Berater, Referent, Buchautor und forschst eben immer noch unter anderem zum Thema Geschwisterte. Du hast auch ein Buch geschrieben mit dem Titel «Ich mag dich, du nervst mich». Über das werden wir dann noch reden. Warum gibt es so wenig Psychologen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, gerade wenn man sich überlegt, dass ja für viele Leute das offenbar ein brennendes Thema ist? Das ist eine schwierige Frage, die ich glaube auch nicht abschliessend beantworten kann. Also vielleicht ein Grund ist, dass man sich einfach sehr lange mit Eltern-Kind-Beziehungen beschäftigt hat, aus der Tradition von der Entwicklungspsychologie, also Mutter-Kind-Beziehung. Dann hat man irgendwann entdeckt, dass bei der Produktion von Kindern auch Väter eine Rolle spielen. Dann hat man Vater-Kind-Beziehung auch untersucht. Aber man untersucht das heute schon ein bisschen mehr, vor allem in Amerika, aber es ist immer noch zu wenig eigentlich untersucht. Und es gibt auch keine Lehrstühle dafür. Und es ist so interessant, weil ich komme aus der Philosophie und ich habe lange mich mit Familienbeziehungen auseinandergesetzt und ich habe festgestellt, ich habe mehr Aufsätze gefunden über Tanten wie über Brüder und Schwestern. Und das wollen wir eben hier ein bisschen ändern. Wir schreiben zwar jetzt nicht gerade einen Aufsatz, aber wir wollen mal über das Verhältnis ein bisschen reden. Bevor wir jetzt tief eintauchen, bekommst du etwas zu trinken. Es gibt wie immer im Zimmer 42 heißen Ingwertee oder Wasser oder beides. Was darf ich dir geben? Ich würde sagen beides. Beides? Ja, weißt du, dann nimm doch du dir gerade Wasser. Ich schenke mal Tee. Nimmst du auch Wasser? Mir lenkt der Tee, danke vielmals. Und wenn du wettest, dann dürftest du dir sogar Honig nehmen. Den schickt uns übrigens der Christoph Lötscher, selber gemacht, aus dem Entlebuch. Wir sagen hier an dieser Stelle ganz herzlich Danke. Also wenn du Honig willst, danke vielmals. Dann nimmst du einfach. Ja, Jürg, die Beziehung zu den Geschwistern, die gehört zu den längsten von unserem Leben für die meisten. Meistens sind die ja schon da, wenn wir auf die Welt kommen. Oder zumindest ist es so, dass sie ziemlich bald dann dazukommen. Heisst das auch automatisch, dass die uns fest prägen? Ja, ich würde sagen, in der Regel, ausser man hat mit diesen Geschwistern wirklich dann gar nichts mehr zu tun. Also ein Geschwister ist nach einem Jahr oder zwei weg oder die Eltern ziehen weg und das Kind lebt vielleicht in einem anderen Kontinent. Aber auch dann kann das Geschwister eine Rolle spielen, wie die Eltern über die reden, dann, auch wenn sie abwesend sind. Oder es gibt ja Fälle, wo Geschwister gestorben sind und dann die eine enorme Rolle einnehmen. Man redet immer von denen, man trauert über die. Aber es ist schon so, Geschwister die haben eine enorme Bedeutung, die wir, denke ich, wirklich unterschätzen, sind Primärbeziehungen eigentlich. Oder? Was ist eine Primärbeziehung? Eine Primärbeziehung ist eigentlich eine grundlegende Beziehung, die intensiv, tief ist und wo man eben von sehr früh eigentlich hat. Also spätere Beziehungen, Freundschaften, Liebesbeziehungen hat man später dann.
Partner lernt man meistens viel später kennen, oder? Und man ist halt als Kind auch noch so schutzlos, oder? Wahrscheinlich wird man auch noch mal anders geprägt wegen dem. Jetzt hat man ja sehr lange, eigentlich bis in die 1990er Jahre hinein, gesagt, wichtig in dieser Prägung ist vor allem die Position, die man einnimmt in der Geschwisterrollen. Also man hat irgendwie so gesagt, naja, die Erstgeborenen sind die Konservativeren vielleicht, auch die vielleicht die Eltern nachahmen, während die Jüngsten so ein bisschen die Rebellen sind. Aber Studien geben das eigentlich nicht so richtig her, oder? Ja, es ist kompliziert. Es hat verschiedene Studien gegeben. Die einen haben dann versucht, das nachzuweisen, dass das eine Rolle spielt. Die anderen haben das dann negiert. Und ich glaube, das Problem ist, dass man letztlich immer den Einzelfall anschauen muss. Also ich bringe immer das Beispiel mit dem Sandwich-Kind. Das ist so einleuchtend, oder? Ich habe sehr viel mit Leuten zu tun, die auch Sandwich-Kinder waren. Die einen Sandwich-Kinder sagen, schauen Sie, Sandwich, ich war in der Mitte. Ich bin von oben gedruckt worden und ich bin von unten gedruckt worden. Und ein anderer sagt, ich war Sandwich-Kind, das Beste. Ich meine, oben trockenes Brot, unten trockenes Brot. Ich in der Mitte, oder? Und dazwischen gibt es ganz viele individuelle Abweichungen oder Differenzierungen. Und das Gleiche gilt bei Ältesten oder Jüngsten auch. Oder? Man muss viel weitere Faktoren anschauen, um zu sehen, wie weit die Rolle einen Einfluss hat oder eben weniger. Und dann sicher auch noch das Geschlecht, oder? Macht auch noch mal etwas aus. Es gibt im Moment einen Hashtag, der so trendet, nämlich Elder Daughter. Also die vielen Frauen, die sich beklagen, dass sie immer viel von dieser Care-Arbeit übernehmen müssen, dass sie die Ansprechpersonen sind, wenn es den Eltern schlecht geht. Und dort ist so ein bisschen die These, die ältere Schwester ist vor allem die Arbeit übernimmt, der ältere Brüder nicht zwingend. Also das Geschlecht spielt auch noch eine Rolle. Ja. Das Geschlecht spielt eine Rolle und natürlich auch, wie das Geschlecht bewertet wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel andere Zeiten nimmt mit der Bildung, oder? Dann ist klar gewesen, Mädchen früher im besten Fall haben die geheiratet und haben vielleicht Klavierunterricht nehmen, um den Mann später unterhalten, und die Buben haben studiert, oder? Und natürlich bringen dann auch wiederum die Eltern mit, wie sie mit den Geschwistern aufgewachsen sind. Ich finde das interessant. Ich bin selber das dritte Kind. Ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Und mein Bruder, der ja Sandwich-Kind war, jetzt würde man ja denken, Sandwich-Kinder eben normalerweise sind die diplomatischen, das sind auch eher die dann so die Familientherapeuten sind, gemäss diesen früheren Bildern. Aber diese Rolle habe, glaube ich, eher ich gehabt, obwohl ich auch ein bisschen in der Pause gelohnt war bei Hause. Aber das hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass ich eben ein Mädchen war, während er in der Mitte ein Bub war. Von ihm hat man einfach gar nicht so erwartet, dass er sich kümmert oder so ein bisschen die Ansprechperson für Probleme ist. Gut, und dann spielt eben eine Rolle, wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, welche Rollen die zwei älteren Geschwister eingenommen haben, oder? Also ist jetzt das zum Beispiel wie bei dem Roman da von Edouard Louis, der Bub ist also homosexuell gewesen und der Vater hat ihn total abgelehnt. Und wenn der jetzt so ein typischer männlicher Bub gewesen wäre, mit diesen Attributen, die man dann ihnen zuspricht, man muss aggressiv sein, dich durchsetzen, wäre das auch wieder anders gewesen. Also welche Rollen nimmt das einzelne Kind ein? Und das nächste Kind ist ja dann auch nicht mehr frei in der Rollenwahl. Es sieht dann, mit welchem Platz ist es schon besetzt, mit was kommt man an, mit was wird man abgelehnt zum Beispiel, oder? Also das sind ganz viele Faktoren, die eigentlich permanent interagieren, und das ist der Faktor von der Rollenposition. Einer, der kann sehr wichtig sein natürlich, aber wo man immer individuell anschauen muss. Jetzt hat es ja letztes Jahr eine Studie gegeben, eine schockierende Studie von der Ohio State University. Die hat gesagt, dass Jugendliche mit 2 oder mehr Geschwistern in den USA und in China häufiger psychische Erkrankungen aufweisen wie andere Kinder. Und zwar im Unterschied zu früheren Untersuchungen, die eigentlich gesagt haben, Geschwister die sind gut für die psychische Gesundheit. Mich hat die Studie ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Was sagst du als Fachmann dazu? Also mich hat sie gar nicht schockiert, weil wenn man so die Literatur über die vielen Jahrzehnte anschaut, gibt es immer wieder unzählige Studien, die dann wieder das Gegenteil herausfinden. Man muss ja sich genau fragen, wie ist die Studie gemacht wurde. Also erstens ist es eine Momentaufnahme. Wenn man jetzt die 10 Jahre später fragen, wie sie es beurteilen, oder 20 Jahre später, würden sie es anders sehen. Dann ist es eine Befragung gewesen, die hat man selber befragt. Also mit dem müssen natürlich die Frage stellen, wie weit können sie sich selber realistisch einschätzen, wie würden das die Eltern sehen, wie würden das die Lehrmeister sehen oder die Lehrer, die haben, und so weiter und so fort. Oder? Also ich sehe schon, du bist so ein bisschen kritisch, und ich glaube auch für dich ist schon wichtig, also vielleicht 2 Sachen. Das eine, die Studien sind Momentaufnahmen, und das andere,
Dir geht es auch um die Ambivalenz von dieser Beziehung. Man kann weder sagen, Geschwister sind gut oder sind nicht gut, sondern es ist eine ambivalente Beziehung aufs Ganze gesehen. Die einen sind sehr glücklich, weil sie Geschwister haben, die anderen nicht. Aber auch die einzelne Beziehung ist sehr oft ambivalent. Und ich habe schon am Anfang gesagt, ich habe so viele Zuschriften bekommen. Das hat man auch denen ein bisschen angesehen. Und der Titel von deinem Buch «Ich mag dich, du nervst mich», das ist eigentlich ein bisschen Grundaussage. Ich habe mir dann überlegt, die Ambivalenz hat natürlich auch damit zu tun, dass wir die Geschwister die ja nicht aussuchen können. Bei den Freunden und Freundinnen können wir das. Ich mag mich gut erinnern, als ich mich mit Kinder-Eltern-Beziehungen beschäftigt habe, ist mir immer der Paul Watzlawick in den Sinn gekommen, der mal gesagt hat, in der Wahl von seinen Eltern kann man nicht vorsichtig genug sein. Das ist natürlich ein lustiger Spruch, weil man wählt sie halt nicht. Das ist eigentlich das Gleiche mit den Geschwistern, oder? Man könnte sie halt nicht wählen, kommt dann halt unterschiedlich raus. Ja, genau. Das ist auch der grosse Unterschied zu Freundschaften, wo man später Freundschaften kann man wieder auflösen oder man kann sie selber suchen am Anfang. Und Geschwister, die hat man. Das hat aber auch wieder zwei Seiten. Das kann eigentlich sehr positiv sein. Später kann man vielleicht auf Geschwister zurückgreifen, wo man vielleicht früher noch nicht so einen guten Kontakt hat und später merkt, eigentlich ist das gar nicht schlecht gewesen. Oder natürlich auch die andere Seite, dass man lebenslänglich oder später vielleicht dann darunter leiden kann, oder? Dass wieder alles raufkommt. Ja, das sehr vieles, vor allem bei älteren Leuten, wo dann die Eltern gestorben sind oder die Eltern müssen, versorgt werden. Über das reden wir nachher auch noch ausführlich, wie wir eigentlich damit umgehen als Erwachsene, weil das auch wirklich eben viel beschäftigt, wenn wir noch kurz in die Kindheit zurückschauen, die Ambivalenz. Es ist ja eine Tatsache, viele Geschwister, die streiten enorm viel. Also was ich jetzt zum Beispiel mal interessant finde, der erste dokumentierte Mord in der Menschheitsgeschichte im Alten Testament, auch im Koran, ist ja ein Geschwistermord, nämlich Kain und Abel. Eigentlich eine Rivalitätsgeschichte. Beide bringen eine Opfergabe dar und Gott sieht aber eigentlich vor allem im Abel seine Opfergabe und der Kain ist so verrückt, dass er den Abel erschlägt. Das ist doch noch interessant. Die erste Mordgeschichte, eine Geschwistergeschichte, eine Rivalitätsgeschichte. Was soll das? Wieso sind wir so eifersüchtig auf die Geschwister? Also man muss vielleicht zwei Sachen sagen. Einerseits ist Eifersucht nicht einfach schlecht. Nicht? Oder? Nein. Eifersucht kann, ich sage es jetzt mal, zu einem mittleren Ausmaß ist das auch ein Motor oder ein Katalysator für Entwicklungen. Wenn ich eifersüchtig bin, ich sehe jemand anderen, der etwas Besseres kann, oder mein Geschwisterte, kann mich das ja auch anregen, mich zu entwickeln. Wir sehen das zum Beispiel sehr gut bei jüngeren Kindern. Sehr viele jüngere Kinder lernen von den älteren Geschwistern lesen und schreiben. Sie beobachten, wie die Hausaufgaben machen und nachher können sie es. Dann kann das für die älteren Geschwister dann recht unangenehm sein. Also die Frage ist, wie ausgeprägt ist die Eifersucht. Aber natürlich gibt es eine Grenze, die schwierig wird. Oder eben das Beispiel jetzt von Kain und Abel. Und da muss man natürlich bei dem Beispiel jetzt auch sagen, da ist ja Gott im Spiel, der eigentlich sich ungerecht verhält. Und in der Familie sind das manchmal auch Eltern, die ein Kind dann meistens nicht unbedingt bewusst, aber manchmal doch ausgeprägt wirklich benachteiligen oder diskriminieren. Oder? Ich will gerne mit dir über das reden, weil das ist ja wirklich so ein Tabuthema. Also das Lieblingskind, das dürfen wir ja eigentlich nicht haben. Also Eltern sollen eben beide Kinder oder alle 3 Kinder oder alle 4 Kinder genau gleich gerne haben. Was sagt da die Forschung? Die Forschung sagt verschieden. Also gleich gerne kann man die Kinder nicht immer. Ein Kind, das jetzt extrem immer quengelt und tobt und macht, das liebt man in dem Moment nicht. Man findet es lästig und jetzt gehe ich ins Bett und hör auf, sagt man vielleicht. Und das Kind, das sehr pflegeleicht ist und sagt, darf ich dir noch die Abwaschmaschine ausräumen, das findet man dann angenehmer. Aber das quengelnde Kind quengelt ja vielleicht gerade, weil es das Gefühl hat, es werde weniger geliebt. Klar. Ich will mit dem nur sagen, ein Stück weit ist es normal, dass man nicht permanent immer auf dem gleichen Level alle Kinder gleich liebt. Das Problem ist ja mehr, wenn das sehr ausgeprägt ist und das Kind wirklich abgelehnt wird oder einem Kind immer wieder sagt, schau mal, dein Bruder jetzt bis jetzt vernünftig, der macht es schon viel besser und du solltest doch auch und immer haben wir mit dir Probleme und schon früher haben wir Probleme gehabt und so weiter. Und der ist viel intelligenter oder für Mädchen hört sich das nicht. Also tausende von diesen Sachen, die entweder ausgesprochen oder auch unausgesprochen sein können, oder? Und das ist natürlich ein Problem für Kinder, dass sie das empfinden oder dass sie krass auch benachteiligt werden. Das gibt es natürlich schon. Aber kann man sagen, wenn Geschwister im Kindheitsalter wahnsinnig viel streiten, sich wirklich nicht ausstehen können, dass dann eigentlich die Verantwortung ein Stück weit bei den Eltern liegt, dass sie ungleich aufmerksam sind?
Also ich finde den Begriff gut von Verantwortung, weil es ist immer heikel, dass man schnell auf Schuld kommt. Oder? Die Eltern sind schuld. Die Eltern sind in dem Sinne nicht schuld. Aber wenn es jetzt wirklich so ausgeprägt ist, wie du das sagst, spielt das Verhalten der Eltern natürlich schon eine Rolle. Dass sie dem Kind, das das eben sich benachteiligt fühlt, irgendwo auch vermittelt haben, dass es zweite Geige spielt. Oder? Wobei man muss ja dann schauen, es sind da vielleicht auch andere, die eine Rolle spielen. Ich mag mich zum Beispiel an einen Fall erinnern von einem Bub, der einen reichen Götti hatte. Und seine 5 älteren Geschwister, die haben normale, kleinere Weihnachtsgeschenke bekommen. Und der hat von seinem Götti ganz teure Sachen bekommen. Und das hat natürlich das total angeheizt. Das mag ich mich auch erinnern als Kind. Ich mag mich erinnern, ich hatte einfach wahnsinnig Glück mit meiner Gotte und dann noch Firmengotte. Und ich weiss noch die Rivalität, was es an der Weihnacht gegeben hat, was bei mir dazu geführt hat, dass ich mich fast schlecht gefühlt habe, dass ich immer so viel bekommen habe, weil ich wie so ein bisschen bevorzugt war in dem Innen. Ja. Was es ja aber auch nicht einfach macht. Also ich habe immer so ein bisschen gefunden, in Filmen habe ich es besser losgezogen, was mich aber auch belastet hat mit der Zeit. Ja. Das ist ja so interessant, weil du die Ambivalenz ansprichst. Also Kind, wo das eine bevorzugt und das andere benachteiligt wird, ist auch Gefahr, dass auf eine Art beide ein bisschen geschädigt werden. Weil das, was extrem, ist jetzt vielleicht bei dir nicht extrem, aber wenn ein Kind recht ausgeprägt bevorzugt wird, kommt es eine falsche Sicht von der Welt über. Es lebt dann in der Welt. Ich bin bevorzugt, das ist richtig, wenn ich mehr bekomme, die anderen müssen in die Warteschlange gehen und ich nicht. Ich habe das quasi verdient. Oder? Und das gibt eine ganz problematische Lebenseinstellung, die später zu Problemen führt. Oder? Du hast ja so interessant in deinem Buch lange Passagen, Kapitel über den Sigmund Freud. Und der war ja ein Erstgeborener und du zitierst das auch, wie er als verzärtelter Bub aufwächst und so, aber auch sehr eingebildet war in gewisser Hinsicht. Aber über den wollen wir jetzt nicht lange reden. Ich habe etwas anderes noch mitgenommen aus deinem Buch. Weil, wenn wir über Eifersucht und Rivalität reden, geht es ja oft auch um die Erstgeborenen, die sogenannt entthront werden. Ich glaube, das ist sogar ein Ausdruck vom Adler, oder? Das Entthronen. Er hat das mal gebracht. Ja, genau. Anderem, ja. Also die Idee, man wird vom Thron gestoßen, weil da so ein kleiner Störenfried kommt. Und ich habe eine Passage aus deinem Buch aufschreiben, und zwar vom schwedischen Filmregisseur Ingmar Bergman. Und du zitierst ihn, der schreibt in seinen Memoiren: Meine Schwester wird geboren, ich bin 4 Jahre alt und die Situation verändert sich radikal. Eine fette, missgestaltete Person spielt plötzlich die Hauptrolle. Ich werde aus dem Bett meiner Mutter vertrieben, mein Vater strahlt angesichts des brüllenden Bündels. Ich bin rasend, weine, scheiße auf den Fußboden. Du musst schmunzeln. Ich meine, es ist eigentlich wahnsinnig tragisch, was dem kleinen 4-jährigen Ingmar passiert, oder? So eine fette Raupe kommt und nimmt ihm alles weg. Gut, jetzt kann man sich fragen, wie er das später würde sehen. Das ist ja dann eine Beschreibung, die er später gemacht hat. Aber im Prinzip kann das schon so sein. Ich bringe auch den Vergleich. Man könnte sich das wie vorstellen, ein Mann kommt heim und hinter ihm steht eine andere Frau und er sagt jetzt seiner Frau: Du, ich habe jetzt da noch Nicole, die gehört jetzt neu auch dazu in die Familie. Und für die Partnerin von dem Mann, der die Freundin jetzt quasi heimbringt, wäre das auch ziemlich schlimm, oder? Plötzlich ist mein Platz weg. Für viele Frauen, für viele Frauen. Ja. Aber ich bringe das einfach so als Beispiel, um so ein bisschen wie das veranschaulichen. Für ein Kind kann das dann fast so ein bisschen raus. Wo bin ich jetzt noch? Ja. Der macht nicht die Hose, der stinkt und die Eltern sagen, ein süßes Häufchen, oder? Das ist doch irgendeine komische Welt, oder? Aber die Frage ist dann, was nachher passiert. Also, ob man das auffangen kann oder ob das Kind eben schon vorher vorbereitet wird auf ein neues Geschwister. Und da gibt es natürlich enorme Unterschiede, das muss man auch sagen. Oder? Ich mag mich noch so gut erinnern, als wir das zweite Kind bekommen haben, hat uns eine Hebamme gesagt, und ich bin ihr heute noch dankbar für diesen Tipp, vielleicht hört sie das, dann sage ich jetzt noch mal Danke. Sie hat uns gesagt, wenn das ältere Geschwister das erste Mal das Kleine sieht, dann sollen wir auch ein Geschenk parat haben für das Kleine. Und wir haben dann tatsächlich ein Baby gekauft und haben quasi im älteren Geschwister an diesem Tag dann das Baby geschenkt und ihm zuerst das Geschenk gegeben, bevor wir ihm sozusagen gesagt haben, schau mal, wie schön du hast eine Schwester bekommen. Und ich glaube, das hat
geholfen, wie so deutlich macht, du bekommst auch etwas. Und zwar etwas, das dir dann gehört und was für dich einfach schön ist. Ja. Und die Eltern haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass sie nicht aus dem Auge gelassen wird, jetzt, wenn die Jünger kommt. Oder? Die haben euch das vorher nicht überlegt. Und das ist ja dann wie eine Grundstimmung, die das auch spürt. Also es gibt ja viele ältere Geschwister, die dann auch sehr herzig mit den Jüngeren spielen und die fast wie die Mutter betreuen und alles mit denen machen. Oder? Also das ist ja dann vielleicht eine gelungenere Form als das, was so mit Eifersucht und vielleicht sogar bis Gewalt dann geht. Auch da gibt es enorme Unterschiede, oder? Wo eben Eltern ganz stolz sind auf die Kleinen. Bevor wir über die erwachsenen Geschwister reden, wie die miteinander umgehen, vielleicht zum Schluss noch jetzt zu diesen Themen, wenn wir Kind sind, wäre es fast besser, Einzelkind zu sein, als Einzelkind aufzuwachsen, wenn man ihr jetzt so zulässt? Nein, das hat man in China eine lange Zeit probiert und jetzt sieht man, dass das auch bevölkerungsmässig ein grosses Problem gibt. Gut, das ist nochmal eine andere Frage. Das ist eine andere Frage, aber es gibt auch Untersuchungen, die die Einzelkindpolitik sehr kritisch anschauen. Also das gibt chinesische Studien, die sagen, dass die Kinder zum Teil Mühe haben eben mit Teilen, mit Sozialverhalten, sicher nicht alle. Nein, ich glaube, das wäre überhaupt kein Thema, weil Geschwister, die haben auf der anderen Seite eine enorme Chance, ist ein Potenzial. Also wir sind soziale Wesen. Jetzt heisst das nicht, dass man, wenn man nur ein Kind hat, wegen dem asozial ist oder ein Problem muss sein, aber an sich würde ich nicht irgendwie einen Grund angeben, dass man sagt, nein, also lieber nur ein Kind, oder? Aber interessant ist auch, habe ich gelesen, dass die Studien nicht zeigen, dass Einzelkinder per se unglücklicher sind oder egoistischer sind. Genau. Und das ist lange behauptet worden, natürlich auch, weil man eben wollte, dass die Leute mehr Kinder haben. Also es war eigentlich ein politisches Motiv gewesen. Und es hängt offenbar sehr stark davon ab, ob die Eltern schauen, dass das Einzelkind gleichaltrige Spielpartner hat und so weiter. Ja. Jetzt lass uns doch darüber reden, wie die Beziehung von erwachsenen Kindern sich eben entwickelt. Geschwister, die buhlen eben zum Teil auf Aufmerksamkeit, die können eifersüchtig sein, Rivalitäten haben, das haben wir schon gesagt. Und nicht automatisch klingt das dann ab. Auch dort hast du ein Beispiel, nämlich von den Schriftstellern Thomas und Heinrich Mann. Der Thomas Mann hat offenbar gesagt, sein Konflikt, ein lebenslanger Konflikt mit dem älteren Bruder, sei das grösste Problem von seinem Leben gewesen. Das heisst, irgendwie sind wir nicht in der Lage, wenn wir erwachsen und reif werden, irgendwie aus dem rauszuwachsen. Oder nicht automatisch. Ja gut, ich würde jetzt das nicht für alle Leute diagnostizieren. Also bei den Gebrüdern Mann war es so gewesen, bei vielen auch. Aber es gibt natürlich auch viele, die das lösen dann. Also wenn sie erwachsen sind, über das nachdenken, auch vieles revidieren, ihre Einstellungen, die sie haben, wo sie gewisse Sachen merken, das haben die Eltern wegen dem und dem so gemacht oder das war so gewesen. Oder sie können mit den Geschwistern ins Gespräch und verstehen jetzt nachträglich besser, warum man zum Beispiel mehr Zeit braucht für den behinderten Brüder zum Beispiel. Oder? Dass das real auch noch mal ein Thema, oder wenn ein Kind krank ist. Genau, oder vielleicht jetzt mehr Unterstützung braucht in der Schule, weil der andere selber das lockerer gemacht hat. Aber es ist so, was du sagst, sehr viele Leute haben das Problem und das ist auch unabhängig von Bildung und Status, wo man hat. Oder eben Gebrüder Mann wäre ein Beispiel. Ich bringe mal etwas auf, wo mir Raffaella geschrieben hat auf Instagram. Weil eben es sind so viele Zuschriften gekommen und die Geschichten sind erschütternd. Raffaella schreibt uns: Für meinen älteren Bruder war ich schon immer Konkurrenz, wenn es um die Zuneigung meiner Mutter ging. Als Kind behandelte er mich schlecht. Das hat mich stark geprägt. Noch immer habe ich Schwierigkeiten, Nähe zuzulassen oder Vertrauen zu fassen. Gott, einem richtig nahe, finde ich. Es ging so weit, dass ich den Kontakt abgebrochen habe, auch mit meiner Mutter. Den Konkurrenzkampf hat er gewonnen. Ich hätte lieber keinen Bruder gehabt als einen tyrannischen. Was würdest du als Psychologe sagen? Gibt es da noch eine Chance für Raffaella? Würdest du ihr sagen, hey, schau das an, das kann man noch mal lösen? Ja, ich bin mit relativ vielen solchen Geschichten konfrontiert. Ich glaube, es sind 2 Punkte, die entscheidend sind. Das eine ist, als erstens mal merke ich das ist jetzt bei ihr der Fall. Und zweitens auch, bin ich bereit, das genauer anzuschauen. Also die Gefahr ist dann, dass man sagt, ja gut, ich bin falsch behandelt worden, der andere muss sich jetzt entschuldigen. Und wenn das nicht stattfindet, passiert nichts. Wenn ich diese Annahme treffe, dann kann ich es vergessen. Also ich muss bereit sein, das anzuschauen. Und ich muss eigene Verantwortung zu übernehmen. Die eigene Verantwortung zu übernehmen und auch vielleicht die Geschichte zurückzuschauen. Warum ist das so gewesen? Was hat das mit unserer Familiensituation zu tun, mit den Eltern? Und
ich kann vielleicht versuchen, wenn ich das möchte, mit dem Geschwisterten in Kontakt zu kommen. Oder wenn ich da Bedenken habe, das sind sehr viele Bedenken, kann ich auch Fachperson beiziehen und mit der mal darüber reden. Wie könnte ich das machen? Wie ist das gewesen? Und manchmal gibt es auch durch so ein Gespräch die Situation, dass man gewisse Einstellungen auch verändert. Oder? Dass man vielleicht merkt, aha, das ist aber komplizierter, als ich das wahrgenommen habe. Oder? Die Ablehnung hat gar nicht nur mit mir zu tun, sondern mit anderen Faktoren, die mir bis jetzt gar nicht klar waren. Oder? Also manchmal gibt es auch Missverständnisse. Und interessant ist auch, dass du in deinem Buch schreibst, es lohnt sich natürlich, die Beziehung zu bereinigen, weil sonst läuft man Gefahr von einer Neuinszenierung. Ja. Was meinst du mit dem genau? Also das passiert recht häufig. Ich habe das sehr eindrücklich erlebt, auch mit Lehrpersonen, die ich beraten habe, dass dann eine Gefahr ist, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ich habe jemanden, der mir vis-à-vis ist, der eine gewisse Reaktion hat, dass ich sehr schnell, und das ist ja dann meistens negativ, eine aversive Reaktion, denke, die muss ich jetzt wieder so im Vordergrund stellen. Er ist auch ein ekliger Kerl. Und wenn ich dann das vielleicht reflektieren, kann sein, dass ich merke, Moment mal, warum reagiere ich so heftig und so stark? Und in gewissen Fällen kann das zu tun haben mit meiner Geschwistern, die Situation, dass das Gegenüber, wo mir ist, mich zum Beispiel an meine kleine Schwester erinnert, die auch schwarze Locken hatte und auch immer gemeckert hat. Und jetzt habe ich so ein Kind im Kindergarten und das sagt dann, nein, mache ich nicht, Blödsinn. Und dann kommt, ohne dass ich lange überlegen kann, wie ein Trigger, reagiere ich und tue das Kind vielleicht zusammenstauchen. Und wenn ich eine andere Situation gehabt hätte, würde ich vielleicht dem Kind sagen, du, jetzt sitzt mal an, komm, nein, also so geht das nicht. Oder ich lache und sage, du, das musst du mir anders sagen. Aber dann hätte ich einen anderen Geschwister-Hintergrund gehabt. Es gibt ein anderes Buch über Geschwister, es gibt nicht so viel, habe ich schon gesagt, von der Ursula Ott. Die hat ein Buch geschrieben, das heisst «Gezwisterliebe». Also der Zwist ist schon drin bei den Geschwistern, auch so eine Ambivalenz, Zwist und Liebe, Gezwisterliebe. Und sie sagt, die Rivalitätsgeschichten, die nehmen wir wie einen Schwelbrand mit unter der Oberfläche von unserer Biografie. Ich finde das so ein schönes Bild, oder ein Schwelbrand. Es ist immer noch so ein Glutherd, der noch oben ist und jederzeit kann ausbrechen. Und sie sagt, es ist nicht so, dass wir zwingend ein Leben lang Opfer sein von unseren Familienverhältnissen. Das hast du jetzt auch betont, oder? Man kann lernen, die eigene Rolle sehen. Aber interessant ist ja schon, wenn man an ein Familienfest geht, man ist so schnell wieder in dieser alten Rolle drin. Also manchmal reibt man sich ja die Augen, vor allem auch, wenn man den Partner oder die Partnerin erlebt an einem Familienfest. Da denkt man so, hey, was ist mit dem los? Genau. Und der reinszeniert auch wieder sein Geschwistersein. Das kommt sehr häufig vor, das sieht man sehr gut so bei Familienanlässen, Geburtstag von Eltern, wo dann die erwachsenen Kinder wieder dort sind, oder Weihnachtsfeste oder solche Sachen, wo genau das wieder stattfindet. Und dann sind die häufig, die Leute regredieren quasi wieder zurück, sie sind wieder Kinder eigentlich, oder? Und die Außenstehenden sehen dann das oder realisieren, das merken, der ist anders, oder? Aber das ist etwas, was sehr häufig ist. Und das Opferdenken, das ist wirklich ein ganz grosses Problem. Weil solange ich in der Opferrolle bin, kann ich ja nichts ändern. Ich will mit dem nicht bestreiten, dass es Kinder gibt, die auch in eine Opferrolle reinkommen können. Also zum Beispiel früher Mädchen, die wirklich benachteiligt worden sind. Das war sehr lang. Mädchen sind noch in Handarbeitsunterricht und die Buben haben geometrisches Zeichnen gehabt. Das muss man nicht schönreden. Das ist eine klare Diskriminierung der Mädchen. Aber es hat auch einen Diskriminierungsaspekt für die Buben. Warum? Weil die Buben nicht gelernt haben, zum Beispiel einen Knopf anbieten oder handarbeitstechnische Sachen, die man muss können. Das hat sich total verändert, oder? Und das ist, glaube ich, wichtig, auch, was du sagst, oder? Weil du jetzt auch wieder die gesellschaftlichen Dimensionen mit reinbringst. Und man erzieht ja immer vor einem gesellschaftspolitischen Hintergrund. Genau. Und zu dieser Arbeit gehört dann eben auch zu verstehen, warum haben die Eltern so reagiert, warum haben die Geschwister so reagiert. Und was kann ich wirklich auch vielleicht sagen, das ist nicht gut gelaufen in dieser Familie. Und was ist befeuert gewesen, eben durch den gesellschaftspolitischen Hintergrund. Ja. Hast du Sachen, wo du würdest sagen, sobald ich mit meiner Schwester zusammen bin, bin ich wieder der kleine Bruder so und so? Gut, das müsste jetzt vielleicht jemand Außenstehender beurteilen, weil ich dann in dieser Rolle auch nicht ganz objektiv bin. Ja, vielleicht in dem Sinn, dass ich meine Schwester vielleicht genauer beobachte, wie sie reagiert. Das habe ich auch als Kind gemacht. Ich habe natürlich durch die ältere Schwester gesehen, welches Verhalten ist günstig und welches ist nicht günstig. Also wenn man irgendwie ausruft und rebelliert, muss man ohne Nacht ins Bett.
Und aus dem habe ich gelernt, dass ich meine Sachen hinten mache und nicht direkt rebelliere. Ich habe dann später auch gelernt, rebellieren. Das ist sicher ein Faktor, ja, der eine Rolle Das ist das spielt. Glück, das man hat, wenn man jünger ist, weil die anderen halt schon so ein bisschen vorspuren. Man kann das eine oder andere abschauen. Man wird aber manchmal auch automatisch auf den gleichen Weg geschickt. Oder? Es ist dann einfach klar, schon die anderen zwei haben es so gemacht, dann macht das dritte auch noch so. Ja. Gut, das ist jetzt bei mir vielleicht noch ein bisschen anders, weil ich ein Bub war. Aber ich musste zum Beispiel auch Sachen austragen von meiner Schwester, Skischuhe. Gut, das muss man heute alles nicht mehr. Mädchenkleider nicht, aber gewisse Sachen hat man dann müssen austragen oder so. Wieso muss man das heute nicht mehr? Also das haben meine Kinder auch müssen, aber das hat sich einfach, glaube bei vielen kommen die alles wieder neu über, oder dann ist es irgendwie nicht cool. Oder? Die Mode ändert sich natürlich auch schneller. Das ist heute auch. Ja, es ist eine andere Zeit. Ich glaube, das ist auch ein grosser Unterschied. Wir sind auch in einer Wohlstandsgesellschaft. So interessant, wie erlebt man es? Für mich war das recht cool gewesen, wenn meine Mutter gesagt hat, es wird langsam Herbst, dann sind wir auf den Estrich und haben die Säcke oben runtergeholt. Mit den Kleidern von meiner grösseren Schwester. Sie war auch noch physisch grösser gewesen. Das heisst, es ist mehr Zeit vergangen, bis ihre Kleider mehr gepasst haben. Und dann durfte ich die Sachen durchprobieren und einzelne Sachen haben dann gefällt, die sind wir dann neu gekauft. Aber ich habe es eigentlich mega cool gefunden, die Kleider von meiner Schwester. Wenn sie etwas Neues bekommen hat, habe ich immer schon gewusst, das gehört dann irgendwann mehr, wenn sie es nicht unterwegs kaputt macht. Aber so kommt es darauf an, wie man es erlebt. Vielleicht ganz kurz noch zum Abbruch. Du schreibst an einem Ort auch, man kann nicht eine Nicht-Beziehung haben. Das heisst, selbst wenn man abbricht, den Kontakt abbricht, bleibt die Leerstelle. Es ist anders, wie wenn man keine Geschwisterte hat. Trotzdem, würdest du als Psychologe sagen, es kommt ein Punkt, wo ein Abbruch besser ist? Ja, das würde ich sagen. Also ich glaube, es gibt Fälle, wo ein Abbruch aus meiner Sicht oder aus fachlicher Sicht kann berechtigt sein, wenn eine Beziehung so problematisch ist, dass ich immer wieder geschädigt mich fühle oder wirklich ganz schlecht behandelt fühle. Das andere macht mich immer wieder runter oder stellt mich immer blöd an und ist auch nicht bereit, das zu ändern. Oder? Wenn ich es anspreche, immer wieder in die gleiche Kerbe haut, in die gleiche Wunde haut. Oder zum Beispiel Kinder, die sexuell missbraucht worden sind, das sind ja meistens dann Brüder, wenn man später darüber redet, dass sie sagen, das war gar nicht so gewesen, oder du hast das wollen, oder du hast das fantasiert, oder von dir ist die Initiative gekommen und quasi das Unrecht, das wirklich real begangen wurde, ist einfach abspaltet und negiert und dem Opfer eigentlich weiterhin die Schuld in die Schuhe schieben. Oder? Und oft passiert das ja auch erst, wenn die Eltern dann gestorben sind, weil natürlich die Eltern auch lange wieder Kids sind. Oder die Eltern hoffen, wünschen, verlangen, dass die Geschwister die irgendwie miteinander auskommen. Es gibt dann auch noch die Familienfeste, man trifft sich an Weihnachten und so weiter. Aber wenn die Eltern mal nicht mehr da sind, dann ist es vielleicht fast einfacher, entweder die Beziehung noch mal zu bereinigen oder dann auch zu sagen, weisst du was, das war's. Also das ist bei sehr vielen Leuten so, entweder wenn die Eltern gestorben sind oder schon ein bisschen vorher, wenn die Eltern so quasi aus dieser Elternrolle langsam rauskippen, also weil sie zum Beispiel pflegebedürftig sind oder dement werden, dann muss man schauen, wer schaut jetzt wegen dem Heim, wer besucht die Eltern, wer bringt ihnen Sachen, die sie brauchen, die sie selber nicht mehr können, sich beschaffen und so weiter. Und dann brechen die Sachen nochmal neu auf, dann wird man nochmal wie neu konfrontiert, oder? Wer übernimmt jetzt was? Und dann kommen sehr schnell wieder so alte Geschichten. Jetzt muss ich wieder schauen und schon früher so und immer habe ich wieder ein Schlechter losgezogen und du kümmerst dich überhaupt nicht und so weiter und so fort. Oder? Ich finde es so lustig oder auch traurig, wenn ich dir zulasse. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist eigentlich doch noch verrückt. Die Eltern prägen uns massiv. Natürlich der Zeitgeist, die Gesellschaft, aber auch Geschwister. Wo hat es überhaupt noch Platz für so der Jörg, wo du bist? Also weißt, es ist halt die alte Diskussion zwischen Nature und Nurture, oder? Was ist Prägung, was ist angeboren? Aber wo haben wir überhaupt noch Spielräume, uns zu entfalten, ohne eigentlich, wie soll ich sagen, wie so eine Pflanze, die wächst und sich eigentlich nur ausrichtet nach der Umgebung, wo sie noch Platz hat? Also gut, ich vertrete natürlich schon relativ deutlich die Meinung, dass wir nicht einfach nur Opfer sind. Also wir sind nicht nur Opfer von den Genen oder von der Familien oder von der Umgebung. Das sind alles wichtige Faktoren. Aber später sind wir Erwachsene. Wir haben einen Verstand, wir haben auch Möglichkeiten. So wie wir, wenn wir Zahnprobleme haben, gehen wir zum Zahnarzt. Und wenn wir mit dem Auto Probleme haben, gehen wir zum Automech. Und wenn wir psychische Probleme haben, kann man zu einem Psychiater oder so oder Psychiaterin. Also, und wir können ja über vieles nachher nachdenken. Wir können Bücher lesen, wir können mit Leuten Gespräche führen, wir können auch eigene Einstellungen und Erfahrungen hinterfragen. Und ich glaube, das Wichtige ist,
den Spielraum zu nutzen. Sonst wären wir eigentlich nur Opfer von früher und bleiben Opfer, bis wir später sterben. Oder? Und das finde ich eine falsche, auch wissenschaftlich gesehen, falsche Sicht. Und ist natürlich sehr anschlussfähig an viele philosophische Konzepte von dem, was es heisst, erwachsen zu werden und reifen. Also zum Beispiel der Stanley Cavell, ein Wittgensteinianer, ein Philosoph, der gesagt hat, erwachsen werden heisst lernen, mit eigener Stimme zu reden. Und mit dem ist natürlich nicht gemeint, das versagt mir gerade die Stimme, dass man irgendwie plötzlich eine neue Stimme hat, sondern lernen aus dieser Kakophonie von Leuten, die reinreden, uns prägen, zu hören, was ist meins, was ist das, was ich sagen will, was ich einbringen will. Ja. Und ich verstehe sehr gut, was du sagst, macht mich manchmal auch ungeduldig im Gespräch mit anderen Gleichaltrigen, so das Gefühl zu haben, dass man sehr schnell sagt, das ist wegen dem, der hat mir nicht recht da und so. Und die eigene Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, ja. Die Fortsetzung, Antwort auf die Aussage, die haben wir Unrecht an, können wir dann stellen. Und jetzt? Oder? Absolut was ist richtig, jetzt? Ja. Also bleibe ich jetzt in dieser Opferrolle? Ich bin vielleicht sogar ein Opfer gewesen, eben zum Beispiel als Mädchen, ich konnte die Schule nicht machen. Und was mache ich jetzt? Also wir haben heute viele Möglichkeiten, noch Schulen zu machen, oder ich kann noch mal einen Beruf lernen oder irgendetwas. Aber jetzt bin ich erwachsen, ich bin ja vor dem Staat mündig. Ich kann nicht sagen, ich bin immer noch ein Kind, darum fahre ich jetzt mit 150 in einer 60er-Zone und ich werde nicht büßt. Das geht auch nicht. Also ich bin ein mündiger Bürger, werde auch für das angeschaut. Und ich bin das auch und kann die Chance nutzen, oder? Sicher nicht für alle gleich einfach, das wollen wir auch nicht suggerieren, aber trotzdem, man hat Spielräume. Ja. Jürg, zu diesem Podcast gehört es immer, dass ich eine philosophische Postkarte mitnehme, weil ich sammle Postkarten mit irgendwelchen absurden Sprüchen drauf. Ich habe eine für dich mitgebracht. Übrigens, ich brauche den Nachschub. Ich bekomme ja immer so viel Post ins Zimmer 42. Ich freue mich riesig, wenn ihr Postkarten zu Hause habt und wollt eine schicken. Ihr findet die Adresse in den Shownotes. Die Postkarte habe ich für dich ausgesucht. Vielleicht magst du sie schnell vorlesen. Wenn man nichts dagegen tut, wird man ziemlich haargenau so wie die eigenen Eltern. Ja, das ist noch witzig. Ja. Wobei ich bin nicht sicher, ob man dann so wird. Also wenn ein Kind natürlich die Eltern als schlechtes Vorbild angeschaut hat oder nicht gut findet, dann versuchen sie häufig gewisse Sachen zu ändern. Vielen gelingt das dann gleich nicht ganz. Gewisse Sachen machen sie dann auch wieder. Sie merken, Kopf, jetzt mache ich das ja wie meine Mutter und das habe ich blöd gefunden. Aber es gibt doch viele Bereiche, wo man auch die Chance hat, anders zu werden. Also wenn ich jetzt mich anschaue, würde ich sagen, ich bin jetzt sicher in vielen Bereichen, gut, ich bin jetzt nicht objektiv, wenn ich über mich rede, aber ich bin jetzt in vielen Bereichen sicher auch anders geworden. Gewisse Sachen nicht. Ich habe die gleiche Sprache gelernt wie meine Eltern, Zürichdeutsch, oder? Aber in gewissen Sachen würde ich jetzt sagen, bin ich jetzt ziemlich nicht anders. Ziemlich anders. Genau. Es ist ja auch, viele Leute haben es nicht gern, wenn man sagt, du bist schon wie dein Vater. Das hat man eigentlich nicht so gern. Man sucht ja eigentlich auch ein bisschen Distanz. Genau, möchte eine eigene Rolle im Leben spielen. Genau. Aber gewisse Sachen übernimmt man, das ist auch klar. Ja. Ist es so, dass eher die Erstgeborenen so werden wie die eigenen Eltern? Das heisst ja auch, jetzt sind wir wieder beim Anfang, oder? Bei dieser Position in der Familie. Das würden jetzt gewisse Forscher würden das behaupten, andere nicht. Nein, ich glaube nicht, sondern es kommt darauf an. Was man kann vielleicht feststellen kann, das hat der Frank Salovey ja in einer grossen Studie versucht zu beweisen, das ist ihm nicht ganz gelungen, dass natürlich zum Beispiel älteste Geschwister ein bisschen häufiger die Möglichkeit haben, dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Also sie haben ein Jüngeres, das 3 oder 5 Jahre jünger ist. Dann ist die Chance grösser, dass die Eltern am ältesten Geschwister sagen, schau du ein paar Minuten auf die 2 Jüngeren, wir gehen schnell den Briefkasten leeren oder zu den Nachbarn runter. Und sie werden nicht dem Säugling sagen, schau du schnell auf deinen 7-jährigen Bruder, wir gehen schnell zu den Nachbarn. Also die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass der Ältere so vielleicht Verantwortung muss übernehmen oder vielleicht gewisse Sachen ein Vorbild ist, das ist häufiger. Aber das Spannende ist, wie das der Ältere erlebt. Und der eine Eltern findet das lästig, immer auf die kleinen Quengelnden aufpassen. Und der andere findet, klar, mache ich kein Problem, oder? Und es wird natürlich richtig belastend und gefährlich, wenn die älteren Kinder auf die Kleinen aufpassen und die Eltern quasi abwesend sind oder krank. Ja. Da gibt es im Moment gerade die Verfilmung von der Caroline Wahl, ihrem Buch «22 Bahnen», wo die ältere Schwester auf die kleinere schaut und die Mutter ist schwer alkoholabhängig. Das sind natürlich dann wiederum Geschichten, die nochmal ganz andere Prägungen mit sich bringen und auch zum Teil schreckliche Geschichten.
Noch ganz kurz sage ich danke der Anne aus Biel, von der ist nämlich die Postkarte gekommen. Jetzt haben wir viel über die düsteren Geschichten geredet. Wir wollen aber auch über das Glück reden, das Geschwister mit sich bringen. Weil, also Geschwister sind ja nicht nur Leid, sondern eben «Ich mag dich» steht ja als erstes auf deinem Buch drauf. Ursula Jäger auf Instagram hat mir geschrieben: «Ich habe 11 Geschwister und ich liebe sie alles, jedes auf seine Art. Es ist nicht immer einfach, aber doch schön.» Das ist eine schöne Geschichte. Ist die häufig? Gut, ich habe jetzt nicht Studien mit 10'000 Familien mit so vielen Geschwistern, aber ich könnte jetzt ein Gegenbeispiel bringen, das gerade anders ist. Aber ich würde jetzt dieser Person sagen, es ist wunderbar. Sie soll das geniessen. Da ist offenbar vieles gut gelaufen. Und das ist natürlich unglaublich. Da hat man ganz viele Chancen und Ressourcen. Die eine Schwester kann man für das fragen, der andere Bruder ist für das hilfreich. Mit der dritten kann man vielleicht in die Ferien gehen und so weiter. Das ist natürlich toll. Also Geschwister die als Ressourcen und Beziehungspartner gratulieren. Und du sagst ja auch, dass es, wenn es Herd auf Herd geht, plötzlich die krassesten Sachen möglich sind. Du erzählst von einer Geschichte von einer Frau, die in einer Sendung gesagt hat, dass sie fast keinen Kontakt mehr hatte mit der Schwester, ein schwieriges Verhältnis. Und dann hat sie selber eine Niere gebraucht, eine Nierenspende, schwer krank gewesen. Und dann ist die Schwester quasi gekommen und hat gesagt, ich spende dir eine Niere. Genau, das war 2009 und die hat ja das nicht erwartet, weil sie ein schlechtes Verhältnis zu der Schwester hatte. Und die hat nachher gesagt, wir feiern seitdem die Wiedergeburt von unserer Geschwisterbeziehung. Und die haben vorher eine schlechte Beziehung gehabt, oder? Das heisst also, ein einzelnes Ereignis kann unter Umständen eine Geschwisterbeziehung wirklich verändern, in die gute oder in die schlechte Richtung. In dem Fall jetzt natürlich in die gute Richtung, oder? Von dort her muss man auch immer offen lassen, wie weit geht das weiter. Die Leute sagen, wir haben es immer schlecht gehabt, das wird sicher das lebenslänglich schlecht gehen. Vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Woher kommt das? Weil das ist ja interessant. Ich glaube, ich kenne relativ viele, die würden sagen, na ja, irgendwie im Geschwisterteam so ein bisschen schwierige, ambivalente Beziehung. Aber wenn es Herd auf Herd kommt, ist völlig klar. Man sagt ja dann sogar als Begründung, wenn man sagt, wieso hilfst du dem jetzt? Dann sagt man, hey, sorry, das ist mein Bruder. Und das gilt schon als Begründung. Also ist das wirklich so etwas wie Blut ist dicker als Wasser? Oder woher kommt das? Ja, ich würde es vielleicht die Formulierung bringen, das ist ähnlich wie mit den Eltern, eine Art wie eine sehr tiefe Beziehung, oder? Wo bei aller Ambivalenz da ist. Das ist ja auch bei Eltern so. Es gibt Leute, die regen sich über die Eltern auf und die Mutter und schon wieder mühsam. Und wenn die Mutter gestorben ist, plötzlich fallen sie in Tränen und sie leiden unglaublich, dass die Mutter gestorben ist, die man vorne so blöd gefunden hat. Oder? Also es ist auf eine Art wie eine tiefe Bindung da. Es ist auch bei der Pubertät so, man findet die Mutter oder der Vater total doof und blöd. Und später merkt man aber, nein, das ist eine wichtige Person, man hat sie eigentlich gern, aber man hat auch gewisse Sachen doof gefunden. Also ich glaube, das ist bei Geschwistern ähnlich. Kann man das irgendwie so evolutionsbiologisch erklären? So, wir waren mal so kleine Sippen und man ist halt aufeinander angewiesen und jetzt ist man immer noch so, wenn es dem Geschwister schlecht geht, schaut man dann gleich? Ja, es gibt so Evolutionsbiologen oder auch Paläontologen. Jetzt gibt es neuere Bücher, auch Karel von Scheik hat Bücher geschrieben, wo man schon davon ausgeht, dass Menschen eigentlich, ich glaube 99% der Zeit, wenn ich es richtig im Kopf habe, eigentlich in kleinen Gruppen gelebt haben, oder? Und in diesen kleinen Gruppen sind natürlich die Personen, die am herum waren, das sind Geschwister, wenn sie nicht gestorben sind. Da hat man natürlich auch mehr Todesfälle gehabt. Eltern, Verwandte, Bekannte. Ist die Gruppe natürlich kleiner gewesen und möglicherweise spielt das eine Rolle. Man war auch intensiv zusammen, man ist aufeinander angewiesen. Und das ist auch in vielen Familien, jetzt auch in denen, wo 11 Geschwister waren, die sind vielleicht aufeinander auch viel mehr angewiesen gewesen oder müssen schauen. Das kann alles eine Rolle spielen. Aber ich könnte das jetzt nicht abschliessend beantworten. Mich hat das philosophisch immer sehr interessiert, dass Blut ist dicker als Wasser, was wir mit dem eigentlich meinen. Und ich würde sagen, es geht gar nicht ums Blut, weil natürlich auch soziale Geschwister oder auch Kuckuckskinder, die wissen ja oft gar nicht, dass sie nicht die gleichen Gene haben, sozusagen, wie die anderen Geschwister vielleicht. Oder nehmen wir Regenbogenfamilien. Also in erster Linie geht es ums soziale Aufwachsen. Das ist Primärbeziehung, oder, die uns prägt, wo wir uns dann, also nicht das Blut, sondern das soziale Aufwachsen. Und dann kann man sich auch gleich noch mal fragen, auch im sozialen Aufwachsen, um was geht es eigentlich? Und ich glaube, es geht auch noch darum, dass man schlicht mehr voneinander weiss. Also, wenn es Herd auf Herd geht, weiss ich,
am Schluss dann eben ganz viel. Ich kann unglaublich viel Familiengeheimnisse ausplaudern. Ich kann damit jemandem viel Schaden zufügen. Ich kann aber auch im relevanten Moment helfen, weil ich zum Beispiel vielleicht blöd gesagt weiss, der ist allergisch auf Bienen, der wird gestochen, dann weiss ich muss etwas machen aus der Kindheit. Also das viele Wissen, das wir haben, das macht uns besonders verletzlich einander gegenüber und verpflichtet uns dann auch, sorgfältig umzugehen mit dem intimen Wissen, das wir haben. Ja. Aber es gibt uns auch viele Möglichkeiten, uns zu kümmern. Ja, das würde ich voll unterstützen, genau. Ja, das ist ganz sicher und in dem Sinne ungeheure Ressourcen, und das ist eben auch wirklich wahnsinnig schön und das hat mich auch berührt, eben in diesen Zuschriften, viele Leute, die auch erzählen von schönen Geschwisterbeziehungen. Ja. Kann es auch zu schön sein? Gibt es auch Geschwister, die du würdest sagen, die sind zu nahe? Ja, das gibt es so viel. Das hat man vor allem untersucht auch bei eineigigen Zwillingen, oder? Wo dann tatsächlich eine Gefahr sein, dass die fast eine zu enge Beziehung haben, sich fast überidentifizieren, alles zusammen machen, später zusammenleben. Und dann gibt es zum Beispiel das Problem, das habe ich mal erlebt, wo dann die eine einen Freund hatte. Und dann ist die Zwillingsschwester aus dem System rausgefallen. Oder? Plötzlich erzählt die jetzt dem Freund Sachen und sie ist nicht mehr so viel mit ihr zusammen. Und das hat die unglaublich ihr ganzes Weltbild durcheinander gebracht. Aber es gibt es vor allem bei Zwillingen wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt es vor allem, genau, das bei Zwillingen. Also von dort her, Psychologen sagen, gut wäre so eine mittlere Form von Identifikation. Also es kann heikel sein, wenn man sich total nur mit dem anderen identifiziert, alles dem anderen anmacht, die ganze eigene Identität nur vom anderen abhängig ist. Man übernimmt alles vom anderen. Oder? Und dann verpasst man auch eigene Identitätsanteile entwickeln. Und die Frage ist ja, was passiert, wenn der mal nicht mehr rum ist oder sagt, ich distanziere mich jetzt oder wandere aus oder so. Das kann eine Gefahr sein dann. Aber ich glaube, das ist nicht so häufig. So die Bewunderung ist vielleicht ein Zeitchen schon da bei Kindern, die dann ein Geschwister masslos bewundern, wenn es auch so einen Platz hat in der Familie, schon als Superkind, als Geniekind angeschaut wird. Aber das kann sich dann später auch noch ändern. Ja. Wir kommen langsam schon Richtung Schluss. Ich glaube, etwas, was wichtig ist, auch noch zu verstehen, ist, keine Familiengeschichte ist wahrer wie die andere. Jedes Kind erlebt die Familiengeschichte noch mal anders und das gehört vielleicht auch zum Erwachsenwerden, oder? Dass wir die Deutungshoheit über unsere Geschichte als unsere Deutung verstehen und nicht als absolute Wahrheit sehen. Das heisst, du hast unter Umständen eine andere Mutter gehabt, wie deine Schwester hatte, ein Stück weit. Ja. Also es ist auf jeden Fall so, weil die Mutter ist 3 Jahre später nicht mehr genau die gleiche Person. Das ist vielleicht in einer anderen Lebenssituation. Die Ehe geht weniger gut. Die finanzielle Lage ist anders. Sie reagiert auch anders auf mich, weil ich vielleicht bessere Noten habe als der Brüder und umgekehrt. Ich hatte vor einigen Jahren 3 Geschwister, die sind zu mir gekommen, weil sie wollten ihr Verhältnis noch einmal neu anschauen. Und das war sehr eindrücklich. Die hatten eine Familie, wo der Vater ist früh gestorben in den Bergen. Die Mutter war Ausländerin, die sind in einem Bergdorf aufgewachsen. Und für die ältere Schwester war das sehr anstrengend, Herz. Sie hat das Gefühl, ich habe nachher die ganze Verantwortung für meine jüngeren Geschwister. Das war so mühsam und ich hatte eigentlich fast keine Kindheit. Und die jüngste Schwester hat gesagt an dem Gespräch, das ist mir jetzt völlig neu, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe das so, nein, du hast das gut, ich habe das gar nicht gemerkt. Und der Bruder hat wieder eine andere Position gehabt. In der gleichen Familie aufgewachsen, oder? Und um das geht es irgendwie, oder? Dass man reflektiert, dass man die eigene Verantwortung sieht in dem ganzen System, aber auch sieht, es gibt die unterschiedlichen Familiengeschichten in einer Familie innen. Ja. Ganz zum Schluss, Jürg, was bringst du uns mit? Was ist gerade so das, was du findest, das hilft, so ein bisschen einfacher durchs Leben zu kommen, in diesem Knuddelmuddel namens Alltag? Ich glaube, eben, was ganz wichtig ist, dass man immer sieht, dass man nicht einfach Opfer ist, sondern dass man versucht zu schauen, da wo ich lebe, was kann ich da machen? Das ist begrenzt auf Verschiedenes. Aber indem ich diesen Spielraum nutze, stärkt das mich auch wieder. Ich merke, ich kann vielleicht etwas erreichen, da ist etwas gut oder da kann sich nachher jemand vielleicht besser zu Weg finden. Also indem ich einfach nicht da sitze und warte, dass es mir besser geht oder dass Leute für mich etwas machen. Also nicht, was bekomme ich, sondern was gebe ich weiter. Ich meine es jetzt nicht materiell. Das gibt einem auch ein Gefühl von Sinn,
Das ist auch ein Grund, dass ich noch weiter arbeite. Ich könnte eigentlich schon lange aufhören. Stichwort Generativität. Ja, Generativität. Und solange ich finde, das ist sinnvoll und ich habe das Gefühl, ich komme auch sinnvolle Reaktionen zurück, ist doch das toll. Klar muss man auch noch gesund sein dafür, aber ja. Was für ein schönes Bild, wenn man sich allzu leer fühlt, vielleicht probieren zu geben, dann füllt sich das Glas wieder. Das nehme ich sehr gerne mit als Bild. Ich nehme aus deinem Buch übrigens auch mit, so apropos unterschiedliche Bilder haben von der eigenen Familiengeschichte, dass mir erst durch die Lektüre von deinem Buch noch mal klar geworden ist, ich bin die Letztgeborene. Ich habe so die Erfahrung nie gemacht, dass mich jemand vom Thron gestoßen hat, ein Nachkommensgeschwisterte. Und das hat mir auch noch mal zu denken gegeben. Danke vielmals für das Gespräch. Vielmals. Danke, dass du ins Zimmer 42 gekommen bist, Jürg. Danke, Barbara. Und danke auch euch fürs Zuhören oder das Zuschauen. Wenn ihr mehr zum Thema Geschwisterte wissen wollt, dann meldet euch. Die Mailadresse und die WhatsApp-Nummer findet ihr in den Shownotes. Das nächste Mal reden wir hier über all das, was weh tut im Leben. Über Brüche, über Verzweiflung, über Schmerz. Wie können wir besser durch schwere Zeiten durchkommen, ohne so blöde Ratschläge wie «Es wird schon alles seinen Sinn haben». Mein Gast ist die Psychotherapeutin Nadi Mirjan, die ein Buch geschrieben hat über toxische Positivität. Sie sagt, es gibt ein Recht auf Trauer und auf Leiden. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann warm anlegen und weiterstapfen durch das manchmal wahnsinnig komplizierte, aber letztlich doch auch sehr schöne Leben. Habt euch Sorge. Zimmer 42.